Blutspendezentrum Basel. Heinz Leupli, selber Arzt am Unispital, hat Corona bereits hinter sich. Im Blut haben sich während der Krankheit Antikörper gebildet, die das Virus bekämpfen. Sein Blut spendet er jetzt Kranken, die im Spital um ihr Leben kämpfen. Es ist natürlich wichtig, jetzt den Leuten, denen es schlechter gegangen ist, können irgendwie zu helfen. Und das ist eine gute Möglichkeit für mich, jetzt den Leuten zu helfen, die zum Beispiel auf der Intensivstation liegen. Nach der Spende bleibt nur das gelbe Blutplasma mit den Antikörpern übrig. Bevor die Patienten dieses Plasma bekommen, wird es noch gereinigt. Andreas Buser, Chefarzt im Blutspendezentrum Basel, hat die experimentelle Therapie initiiert. Eine sichere Methode, sagt er. Und zusätzlich zu dem wird nachher dann das Plasma, das gespendet wurde, noch pathogen inaktiviert, sagen wir dem. Das heisst, es werden also Viren oder auch Bakterien, die sich noch im Beutel befinden, unschädlich gemacht. Und somit haben wir ein sicherst mögliches Blutprodukt, das wir den Patientinnen und Patienten abgeben könnten. Die Antikörper docken an das Virus an. Dann erkennt das Immunsystem das Virus. Darauf kann es vom Immunsystem zerstört werden. Bei Viren wie SARS oder Ebola hat diese Methode zum Teil funktioniert. Ob es bei Corona klappt, ist unklar. Manuel Batteguet, Chefinfektiologe am Unispital Basel, wendet die Methode seit Dienstag an. Er hat große Hoffnungen in die Plasmatransfusion. Mit dem Plasma aus Busers Labor behandelt er versuchsweise 5 Patientinnen und Patienten. Wir wissen wirklich noch einiges nicht, aber in Analogieschluss können wir annehmen, dass Plasma eine gewisse Wirkung entfalten können. Aber wir selber schauen jetzt, ob das ein Weg ist, den man weiterverfolgen kann. Plasmatransfusionen haben in einer Studie aus Zeiten der SARS-Epidemie bei 40% der Patienten eine Besserung bewirkt. Auch wenn es bereits Studien zum neuartigen Coronavirus gibt, will sich Transfusionsmediziner Andreas Buser nicht zu früh freuen. Die Studien sind noch klein, das heisst, es sind wenig Patientinnen und Patienten behandelt worden, auch zum Teil unterschiedliche Behandlungsstadien. Und eben wichtig wäre auch, dass man eine Studie machen würde, wo man zum Beispiel schweizweit könnte, gemeinsam mit anderen Spitälern und anderen Blutspendendiensten machen. Auch das Unispital Zürich setzt ab nächster Woche auf Plasmatransfusionen. Am Montag startet dort eine Studie mit 30 Patienten. Bernhard Wegmüller, Direktor der Blutspende des Schweizerischen Roten Kreuzes, sagt, dass in der ganzen Schweiz Blutplasma für Transfusionen hergestellt werden kann. Vorausgesetzt, die Versuche in Basel und Zürich sind erfolgreich. Künftig werden wir schauen, dass wir bei allen 11 Regionalblutspendendiensten in der Schweiz so ein Angebot aufbauen, wenn das als notwendig sich zeigt und wirksam ist als Therapie. Viel schneller als in normalen Zeiten wird die Plasmatransfusion an Patienten ausprobiert. Außergewöhnliche Zeiten, außergewöhnliche Methoden. Die Suche nach einem Gegenmittel drängt. In dieser Situation müssen wir alle möglichen Mittel ausschöpfen, die wir haben, um unsere Patienten und Patientinnen auch zu behandeln. Und wegen dem machen wir das hier auch mit Hochdruck. Wie Heinz Leupli könnten in Zukunft viele Geheilte den Kranken in den Spitälern mit einer Plasmaspende helfen.